Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldwolzen und heute habe ich News für euch zum Battle of Brooklyn. Mir hat es fast schon ausgezogen, weil sie es jetzt ja schon 2 Jahre verschoben haben, aber ich würde sagen, ich sage euch jetzt einmal alles, was ich ein wenig so zusammengetragen habe. Die neuen Sachen, die älteren Sachen und ja, schauen wir mal. Da ich sagen, Bockmaß. So, alle Infos zu den kommenden Brooklyn DLC Battle for Brooklyn. Release-Termin und geplantes Veröffentlichungsfenster. Der nächste große DLC von Division 2 trägt den Namen Battle for Brooklyn und ist der erste Story-Zusatz seit Warlords of New York. 2020 war das. Ubisoft hat offiziell eine Livestream-Präsentation am 23. April 2025 angekündigt, um den DLC vorzustellen. Das ist ja nicht so lange noch hin. Ne? Ein korrekter Release-Termin wird voraussichtlich in diesem Showcase bekannt gegeben. Leaks deuten jedoch darauf hin, dass die Veröffentlichung bereits Ende Mai 2025 geplant ist. Laut Insider Tom Henderson soll Battle for Brooklyn im Frühjahr erscheinen und rund 15 US-Dollar kosten. Da es sich um einen vergleichsweise kleinen DLC handelt, Ubisoft bezeichnet die Erweiterung als lang erwartet und hat den Termin mehrfach verschoben, um die Spitzenqualität zu verbessern. Spitzenqualität, bist du deppert. Spielqualität. Sorry. Nach fast 2 Jahren Verzögerung sind viele Fans gespannt auf das genaue Release-Datum, das im April-Showcase enthüllt werden dürfte. Also mal soweit dazu. Inhalte des DLCs, neue Maps, Fraktionen und Story-Erweiterungen. Story-Erweiterungen, ja. Battle for Brooklyn wird die Agenz? Ist das Deutsch? Sehr wurscht. Erstmals in die New Yorker Brooklyn, was heißt jetzt das? Wie spricht man das aus? Brooklyn? Boah, leck. Keine Ahnung. Ich muss das immer vom vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Dann, ja, es ist Katastrophe mit mir. Aber ich probiere es trotzdem. Ein Gebiet, also Brooklyn, ein Gebiet, das bisher in The Division 2 nicht frei erkundet werden konnte. Ein erster Teaser zeigte Washington Street mit Blick auf die Brooklyn Bridge sowie Kämpfe gegen die Cleaners, eine aus Teil 1 bekannte Fraktion von Flammenwerfertrupps. Ja. Die Rückkehr der Cleaners bestätigt, dass der DLC an die New Yorker Story anknüpft. Ja. Spieler können eine neue Open-World-Zone in Brooklyn erwarten, mit markanten Schauplätzen und mehreren Story-Missionen, die die Haupthandlung fortsetzen. Da es der kleinste DLC der Reihe sein soll, was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dürfte der Umfang moderater ausfallen, als wie bei Warlords of New York. Dennoch rechnen viele mit neuen Haupt- und Nebenmissionen, frischen Schauplätzen, möglicherweise vom herbstlichen Brooklyn in Industriegebieten bis zu Wahrzeichen wie der Brooklyn Bridge etc. und bekannten wie auch neuen Gegnern. Neben den Cleaners können auch weitere Fraktionen auftreten, etwa Rikers oder Black Tusk, je nach Storyverlauf. Konkrete Details zum Plot sind noch geheim, doch die Erweiterungen sollen die bisherige Division-Storyline in New York weiterführen und abschließen. Also praktisch das letzte DLC, was ich so jetzt mitgekriegt habe, bevor Division 3 anläuft oder kommt. Ich bin ja mal gespannt. Gameplay-Neuerungen und Systemüberarbeitungen. In den Monaten vor dem DLC-Release hat Ubisoft den Fokus auf Gameplay-Verbesserungen und grundlegende System-Updates gelegt. Unter dem Codenamen Project Resolve erscheint im Februar 2024 ein großes Update, Titel-Update 20, das zahlreiche Fehler behoben und Balancing-Anpassungen vorgenommen hat. Und jeder, der wo Division kennt, Book and Play oder so. Play. Wurscht, wenn die Bugs heraus warten, da der sagen, das ist nicht mehr Division. Wurscht. Ja, wo war jetzt auch? Dieses Update umfasste Verbesserungen für PvE und PvP. Unter anderem wurden hunderte Bugs beseitigt und 200 Bugs wieder eingeführt. Waffen- und Gear-Balance überarbeitet und zum Beispiel Global Events spaßiger gestaltet. Ja, das finde ich eigentlich schon. Also das Neue, was sie eingeführt haben bei den Global Events, mir taugt es, mir gefällt es.
ist echt nicht schlecht. Laut Lead Producer Radu Nedea brauchte das Team Zeit, um eine stabile Grundlage für neue Inhalte zu schaffen. Daher wurde das DLC intern verschoben. Die gute Nachricht: Durch diese Vorarbeit sollte Battle for Brooklyn auf einem technisch soliden Fundament starten können. Ja, da lassen wir uns einmal überraschen, gell? Also das weiß auch nicht recht. Aber das war jetzt dann schon fast das erste Mal, wo dann das reibungslos und ohne Bugs vonstatten geht. Aber vielleicht kann es auch gut werden. Ja, schauen wir mal. Weil die haben gute Jungs, aber das ist halt schwierig. Was neue Gameplay-Features angeht, hat Ubisoft noch nichts Konkretes verraten. Da es sich um einen kleineren DLC handelt, ist unklar, ob es zum Beispiel ein Level-Cup-Eröffnung über Stufe 40 oder neue Spezialisierung geben wird. Offizielle Hinweise darauf gibt es bislang nicht. Ich habe nichts gefunden. Allerdings erhalten DLC-Käufer traditionell neue Waffen, Ausrüstung und eventuell zusätzliche Skills, um die frischen Missionen zu meistern. Ja. Eine neue Basis in Brooklyn, vergleichbar mit Haven oder Warlords, dürfte als Operationszentrum dienen, da der Schauplatz wechselt. Zudem hoffen einige Fans, dass eventuell beliebte Spielmodi aus Teil 1 wie Survival oder Underground in irgendeiner Form zurückkehren könnten. Doch dazu gibt es bisher keine gesicherten Infos. Also spätestens im Showcase am 23. April, bin ich leider nicht da, weil ich im Urlaub bin, wird Ubisoft alle neuen Gameplay-Elemente und Änderungen im Detail vorstellen. Ich auch, aber dann halt ein bisschen später für die, die auf mich warten können. Aber gut, dann gebe ich meinen Senf zu dem Krampf auch dazu. Dann schauen wir mal, was die so ablassen. Ja. Der eine oder andere Creator hat vorab schon irgendwie was gesagt, dass, ja, ein wenig auf Kriegsfuß mit Ubi. Ich habe mir es noch nicht angeschaut, schauen wir da noch. Aber in der Regel hat er keinen Schmarrn, der Kerl. Also, offizielle Aussagen von Ubisoft und Entwicklern. Ubisoft selbst hat Battle for Brooklyn mittlerweile bestätigt und die Community auf den Enthüllungsstream hingewiesen. Save the date, join the Division 2 Showcase April 23 to learn more about the Battle of Brooklyn DLC. In einem Entwicklervideo erklärt Radu Nedea, Lead Producer bei Ubisoft Bukarest. Die Strategie hinter der Verschiebung: Man habe zuerst mit Projekt Resolve die Spielbasis verbessern müssen. Da hat er dann geschrieben, da leck ich um mein Englisch, gell? Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, which has affected some of your previously bla 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 plans. Also ich kann nicht wirklich Englisch, aber ich habe es übersetzt. Aber ich habe halt da die Dinger auch aufgeschrieben. Also was ich verzeihe, ist schon richtig und habe ja aus den ganzen Seiten, was es gibt, ausgezogen und zusammengeschrieben und übersetzt. Also nagelt es mir nicht fest, ich kann wirklich nicht Englisch. Oder nicht gut. Und daher die schwierige Entscheidung getroffen, das DLC-Release auf 2025 zu verlegen. Die Aussage unterstreicht die Qualitätssicherung für Ubisoft, dass die Qualitätssicherung für Ubisoft oberste Priorität hatte, um den neuen DLC ein bestmögliches Ergebnis zu liefern. Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, dass das wirklich was wird, weil wenn es dann das letzte ist, ja, dann soll es schon auch was Gescheites sein. Ja, konkrete inhaltliche Aussagen zum DLC halten die Entwickler bisher zurück, verständlich, da die große Enthüllung erst bevorsteht. Bekannt ist aber bereits der Name und Ort der Erweiterung sowie das anvisierte Release-Fenster. Ubisoft Massive betont, wie wichtig dieses Add-on für die Community ist und kommuniziert offen, dass man dank des längeren Wartens nun ein poliertes Produkt erwarten darf. In einem Dev Diary, wow, was heißt jetzt das wieder? Dev Diary, genau. Zum 6. Jubiläum zeigten die Entwickler erste Gameplay-Schnipsel aus Brooklyn und bestätigen damit offiziell den New Yorker Rückkehr und den Cleaner Gegnerkontakt. Weitere Entwickler-Statements etwa zur Story oder neuen Mechaniken werden wahrscheinlich erst im Showcase oder nachfolgenden Blogposts detaillierter genannt.
Ubi hat die Fans jedenfalls dazu aufgerufen, am 23.04. einzuschalten, was impliziert, dass dort umfangreiche Infos aus erster Hand geben wird. Also dann schauen wir uns einmal die Gaudi an. Leaks aus der Community und Insider-Infos. Bereits im Vorfeld der offiziellen Ankündigung kursierten zahlreiche Leaks und Insider-Informationen zum Brooklyn DLC. Besonders hervorgetan hat sich der gut vernetzte Journalist Tom Henderson, Insider Gaming, der schon am 19. April einige Details enthüllte. Ihm zufolge handelt es sich bei Battle for Brooklyn um keine riesige Erweiterung, sondern eher um den kleinsten DLC der Divisionsreihe. Mit einem geplanten Preis von etwa 15 US-Dollar, was ich zu Anfang schon gesagt habe. Auch der grobe Release-Zeitraum sickerte durch Insider durch. So wurde zunächst Mai 25 ins Auge gefasst. Diese Angaben decken sich mit der Vermutung, dass der DLC parallel zur Year 6 Season 4 von The Division erscheinen soll. Neben Hendersons Infos gab es auch Community Leaks auf Reddit und Foren spekulierten Dataminer und Fans schon lange über den New York Add-on. In früheren Spieldateien fanden sich zum Beispiel Hinweise auf die Cleaners und die Dialoge, die ein Zurückkehren nach New York andeuten, etwa Audiologs zu bestimmten Orten. Zudem bemerken Spieler, dass im kurzen Anniversary in dem Teaser heute exakt dasselbe Straßenecke in Brooklyn auftaucht, die man aus dem Tutorial von The Division 1 kennt. Ein netter Wink an Insider. Ja, diese Vorableaks erwiesen sich nun als ziemlich zutreffend. Wichtig ist aber, bestätigt werden alle Details erst durch Ubisoft. Da gilt es, Leaks mit Vorsicht zu genießen. Etwaige Änderungen oder Abweichungen sind bis zur offiziellen Präsentation möglich. Dennoch geben die verlässlichen Insider-Infos und guten Eindruck davon, was uns erwartet. Und ich schneide das Ding mit Absicht nicht. Weil man ist jeder gerade ein Mensch und ja, ich bin am Üben. Aber Verbindungen zur bisherigen Story von The Division 2. Storytechnisch knüpft der DLC Brooklyn DLC an die Ereignisse von Warlords of New York und den seither laufenden Seasons an. Seit dem Ende von Warlords 2020, muss man sich vorstellen, 5 Jahre, wurden die Handlungen von The Division über saisonale Manhunts stetig fortgeführt. Dabei standen zuletzt die Machenschaften der Black Tusk Söldner oder Abtrünge Division Agenten im Mittelpunkt. So wurde in den Seasons unter anderem die Schlosssiedlung, Castle-Siedlung in Washington DC durch einen Angriff verwüstet und die Division jagte die Verantwortlichen. Auch die Schurkin Natalia Sokolova, Anführerin von Black Tusk, zog im Hintergrund viele Fäden. Dieser Plot dürfte im DLC eine Rolle spielen. Am Ende der bisherigen Manhunts verließen sogar Divisionsagentin Kelso die Hauptstadt, um einer Spur nach New York zu folgen. Ein deutlicher Fingerzeig, wohin die Reise geht. In Battle for Brooklyn geht es nun wahrscheinlich darum, die losen Enden dieser Story zusammenzuführen. Die Divisionsagenten werden nach New York zurückkehren, um eine neue Bedrohung in Brooklyn einzudämmen. Der Teaser mit den Cleaners lässt vermuten, dass Chaos und Feuer in Brooklyn wüten. Eventuell hat da ein Machtvakuum rivalisierende Gruppen wie die Cleaners zurück auf den Plan gerufen. Möglicherweise müssen die Agenten zwischen mehreren Fraktionen vermitteln oder kämpfen, um Brooklyn zurück unter Kontrolle zu bringen. Offizielle Story-Details gibt es zwar noch nicht, aber es liegt nahe, dass man es mit bekannten Gegnern wie den Cleaners und alten Feinden zu tun bekommt. Denkbar ist zum Beispiel, dass Black Tusk in Brooklyn eine Offensive startet und dabei auf Widerstand durch lokale Gangs trifft, sodass die Division in einem Kampf um Brooklyn eingreift, um Schlimmeres zu verhindern. Auch die Rouge Agents aus Chinas Netzwerk könnten nochmals auftauchen. Kurz gesagt, die DLC-Story wird voraussichtlich direkt an die bisherigen Geschehnisse anschließen und einen Abschluss für die New York
Strenge von The Division bieten. Fans dürften ja, bla 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 bla. Jetzt haben wir verschossen. Cut. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Fans dürfen gespannt sein, ob vertraute Charaktere zurückkehren und wie die Geschichte im Brooklyn DC aufgelöst wird. Dann haben wir noch Erwartungen der Community und Auswirkungen auf die Zukunft des Spiels. Also, wie gesagt, das ist einfach nur so zusammengetragen und spiegelt so meine Meinung oder ja, meine Meinung dazu. Die Community fiebert mit dem Brooklyn DLC gleichermaßen mit Vorfreude und Vorsicht entgegen. Auf der einen Seite herrscht Begeisterung, endlich wieder ein großer neuer Spielinhalt zu bekommen, zumal in New York, einem Setting mit Nostalgiefaktor. Ja, langjährige Spieler, die seit Jahren auf frische Story warten, sind entsprechend gehypt auf die neue Map. Viele erhoffen sich, dass Battle for Brooklyn das Spielgefühl von The Division wieder aufleben lässt und einen neuen Motivationsschub bietet, sei es durch spannende Missionen oder lohnende Beute. Auf der anderen Seite gibt es auch Skepsis. Durch die lange Wartezeit der DLC hätte ursprünglich schon 2023 kommen sollen und die Ankündigung, dass der Umfang eher kleiner ist, sind manche Spieler vorsichtig mit ihren Erwartungen. Im Foren wird diskutiert, ob dieser DLC genug Inhalt bieten kann, um die Spielbasis wieder nachhaltig zu aktivieren oder ob er nur ein kurzes Aufflammen des Interesses bewirkt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja. Ich spiele Division schon jahrelang und mir gefällt's. Also scheißegal, wo es jetzt Massive oder Ubi oder sonst was tut, mir gefällt das Spiel. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich bin auch gespannt, was da kommt. Ja. Klar ist, Battle for Brooklyn steht unter hohem Erfolgsdruck. Einige Beobachter sagen sogar, der DLC könnte Make or Break für Division 2 werden. Aktuell befindet sich das Spiel in seinem 5. Jahr und läuft mit einem relativ kleinen, aber engagierten Kern an Spielern. Für Ubisoft ist dies gewissermaßen die letzte Chance, der Community etwas Großes zu liefern. Gelingt das, können The Division 2 vielleicht noch ein bis 2 Jahre mit Seasons oder kleineren Updates versorgt werden. Misslingt es jedoch, dürfte das Spiel seinen Zenit endgültig überschreiten. Einige sprechen davon, dass Division 2 bereits auf Sparflamme oder beziehungsweise Live-Support, also die Zukunft des Spiels hängt also stark vom Erfolg des Brooklyn DLCs ab. Ja, weil dann wahrscheinlich Ubi auch abwirkt und nichts mehr machen mag. Keine Ahnung. Ubisoft selbst bereitet sich ohnehin schon auf die nächsten Schritte vor. The Division 3 wurde offiziell in Entwicklung bestätigt. Es ist aber noch unklar, wann ein dritter Teil erscheinen wird. Battle for Brooklyn könnte somit als Brücke zur Zukunft dienen. Einerseits als Abschluss der aktuellen Geschichte und andererseits um die Fanbasis zu Division 3 bei Laune zu halten. Darüber hinaus arbeitet Ubisoft an Ablegern wie Heartland, Free-to-Play oder Research Mobile, was langfristig ebenfalls Einfluss auf die Spielerzahlen von Division 2 haben wird, aber die zwei sind ja gecancelt worden, wie wir wissen. Ja. In der Community hofft man, dass Brooklyn DC einen würdigen Abschluss bzw. Höhepunkt für die Division 2 darstellt, der zeigt, dass auch ein älteres Live-Service-Spiel mit dem richtigen Support noch große Momente liefern kann. Sollte Battle for Brooklyn überzeugen, wäre das ein positives Signal, nicht nur für die verbleibenden Division 2 Agenten, sondern auch im Hinblick auf zukünftige Projekte im Division-Universum. So, der ganze Fazit aus dem ganzen Gaudi, was ich euch gerade jetzt da um die Ohren geschmissen habe, alle Augen sind nun auf 23. April gerichtet. Wenn Ubisoft sämtliche Infos zu Battle for Brooklyn enthüllt, bis dahin bleiben Leaks und Spekulationen unsere Anhaltspunkte. Fest steht, dass The Division 2 mit diesem DLC einen letzten großen Content-Push erhält, eine neue Karte in Brooklyn, Story-Nachschub und frische Herausforderungen. Ob dieser Schritt das Spiel revitalisiert, kann die Community letztlich. Jetzt habe ich einen totalen. Ob dieser Schritt das Spiel revitalisieren kann,
Dieses Revitalisieren, das ist wieder so ein Wort, wo man Zähne nicht auseinanderbringen kann. Ob dieser Schritt das Spiel revitalisieren kann und wie die Community letztlich reagiert, wird die Zukunft von Division 2 maßgeblich beeinflussen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald Ubisoft mehr Details preisgibt und sind genauso gespannt wie ihr auf die Schlacht um Brooklyn. Die ganzen Quellen, wo sie habt, Entwickler-Updates und Ankündigungen von Ubisoft, Insider-Berichte von Tom Henderson, Gaming News und Windows Central, Gaming Reactor sowie Community-Diskussionen und das Dev-Video mit dem ersten Teaser-Eindrücken. So ungefähr habe ich das ganze Klumpert zusammengefasst. Wenn euch das Video gefallen hat, den da drücken, Glocke und passt. Also, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Weiter da, schreibt es mir in die Kommentare. Und es ist wieder furchtbar lang geworden, habe ich gesehen. Aber trotzdem, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, eure Feidwalzen. Servus.